Es läuft. Willkommen zu der Folge Nummer 13. Eigentlich eine Pechzahl, außer bei uns. Aus 13 machen wir 4 und 4 ist irgendeine Zahl, die nicht so Bedeutung hat. Und ja, bevor wir überhaupt anfangen gross reden und bevor überhaupt 2-3 Themen angesprochen werden, die interessant und lustig werden, gibt es wie immer ein Intro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast, aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Obi an der Melodie. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, kamera var. Beyefendinin nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür söylüyor. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das ist kurz und bündig morgen. Moruk. Welcome. Das ist Folge 13. Wieder. Genau. Und ja, Über was reden wir heute? ich will gerade mal kurz fragen, du hast ja letztes Mal erzählt, dass du runtergehst. Donen, gehen drehen. Ja, Mann. Und du hast ja gesagt, du willst nicht groß darüber reden, weil nachdem du zurückkommst, willst du dann gerne darüber erzählen. Und ja, erzähl mal Spielberg von der Schweiz. Tarantino Jobs. Katharina. Checkst du? Erzähl mal, wo bist du gewesen? Und jetzt kannst du auch darüber reden, für wer hast du geshootet. Sprich, für was in Clip hast du Regie geführt. Klar, Bro. Ich habe geshootet in Tirana, Ja. das ist Albanien. In Kutschese! Sorry. Schnell müssen machen. Ich habe geshootet in Tirana, ich habe geshootet in Dures, Ume. und ich habe geshootet in Kosovo, Pristina. Stabil. Und ja, Bro, ich durfte Regie führen beim Samra, Bro. Beim Samra sind 2 neue Lieder von ihm. Eismond heisst das erste, das kommt am. Ihr hört das heute, also heute ist Montag. Wir sind übrigens. Wie spät ist, Bro? Sagen wir schnell das. Es ist genau 1 Minute vor 1 am Montag, am 30. Mai. Bro, ich glaube, so knapp haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen, dass wir ihn am gleichen Tag aufgenommen haben. Einmal haben wir es gemacht, wo wir nicht zwar am gleichen Tag, aber auch am Sonntag am Abend so 10, 11, 9, irgend so etwas. Und dann keine 12 Stunden später ist es online gewesen. Das ist der Hustler Live, Bro. Kann Ja, man nicht Mann. machen. Genau, du hast deine Gründe gehabt, deine gute Gründe. Meine Gründe gehabt, Bro, ja. Es tut mir leid, dass du da hast müssen warten. Nein, voll easy. Ich meine, du weißt, du hast Business. Es ist nicht einfach ein Globetrotter Eben, du hast Bro. Business und du hast Verpflichtungen und Prioritäten setzen. Und schon gut, das lange immer noch. Ist noch nicht Montag, 9 Uhr morgen. Ja, Bro. Ich schwöre, es ist noch nicht mehr morgen. Aber wer weiß, nächste Woche. Nein, Bro, ich habe für Samra ein Video gemacht. Ja. Ich habe... Alles gut, ich habe es im Okay. Griff. Alles gut. Für die, die jetzt nur hören und nicht das Video auf YouTube schauen, wir sind ja in dieser Crack-Garage von meiner Mutter. Nein, es ist echt wirklich eine schöne Garage, Bro. Fix, ja. Ich meine, muss ehrlich sagen, ich finde, wir haben das gemacht. Am Aufnehmen. Und wir haben das Problem mit dem Sensor noch nicht gelöst, wo alle 10 Minuten ausgeht. Und Ja. ja. Darum müssen wir uns auch ein bisschen bewegen. Ich stretch So. am Morgen etwas. Genau. Eben, Bro, nochmal so zurück zum Thema. Ich habe für Samra ein Video gemacht und ich bin in Kosovo gewesen, eine Woche. Und ich habe geiles Zeug gemacht. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Hat mein Leben brutal gefickt. Ja. Also, Bruder, wir haben, ich glaube, in diesen 4 Tagen, wo ich dort war, habe ich so insgesamt wirklich so 10, 11 Stunden geschlafen. So. Ja. Und den Rest haben wir gefilmt. Und zwar, ich muss dir sagen, Bro, also vielleicht erstmal, was unsere Hörer und Hörerinnen so brennend wird interessieren, ist,
Wie kommt ein Junge von der Straße? Wie kommt ein Tös Junge Zu so Sachen. international dazu Sachen drehen von einem Künstler aus Deutschland, ein Video drehen in Kosovo. Ich brag jetzt mal. Mhm. Ich brag jetzt. Ja, Bro, brag nur. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Es ist nicht das erste Mal. Allmann-Artist etwas gedreht Es haben. ist nicht das erste Mal, wo ich für einen Allmann-Artist etwas drehe, es ist auch nicht das letzte Mal. Genau, Morgen drehen wir wieder etwas für einen Allmann-Artist. genau. Und, Für dich geht es schon wieder nächste Woche eigentlich runter. und ich bin nächste Woche wieder in Albanien. Genau. Du gehst wieder gut drehen. Für die nächste. Und auf das darf ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja, das ist wirklich auch erst. Das sehen ihr dann, ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Nein, Bewegen für Sensor. genau. Ja, Bro, wie komme ich dazu? Ganz ehrlich, ich wollte da jetzt gar nicht so krass tun. Grundsätzlich geht es darum, viele von euch kennen vielleicht den Fatih. Fatih ist ein Missgeburt. Fatih ist ein, ich würde sagen Freund, Ja. aber auch ein Businesspartner. Und er ist bekannt in der Branche. Unter anderem ist er bekannt dafür, ein grosser Teil von der damaligen KMN-Gang zu sein, aber halt so der ganze Videoteil. So Ja. halt. Und der Bruder ist von Kreuzlingen und wir sind Nicht von Wil. Nein, Bro, er ist von Xlingen, Bro. Ist er von Xlingen? Ja, man. Krass, da bin ich geboren und 3-4 Jahre verbracht. Ich kann nicht, dass du in der Schweiz geboren bist. Du bist in der Schweiz geboren? Was rappst du? Wirklich? Was hast du erwartet, als ich auf die Welt gekommen bin? Hey, Bro, kann ich im tiefsten Dschungel in Antep, Bro? Keine Ahnung. Bro, wenn ich von Antep wäre, ich wäre nicht in der Lage, mit dir normal zu kommunizieren. Wenn ich nicht geboren und aufgewachsen wäre, ich wäre nicht in der Lage, mit dir jetzt anständig zu kommunizieren. Du bist ein gebürtiger Schweizer. Ja, Mann. Krass, Bro, ich fühle das massiv. Wie ist das Leben so? Bro, momentan zahlt sich nicht aus. Du weißt, für viele spielt keine Rolle, von wo du herkommst. Wenn du einfach nicht passend aussiehst, bist du einfach nicht passend. Fair, Bro. Und du siehst halt schon ein bisschen Wie ein Ayus. wie ein Ayus, Bro. Für Aber ja, alle, sorry. wo unsere Sprache nicht sprechen, unter anderem Anis, bevor uns wieder voll labert mit... Ich kann nicht übersetzen. Ei heisst Bär. Hol dir einfach das Wörterbuch, Mann. Genau. Ich liebe dich nicht. Ich habe eben so gemacht. Machst du. Ich habe so gemacht und genau, wo ich so gemacht habe, Ja. hat es rot geleuchtet und ich so einfach Hand Wegen dem Sensor. Perfekt. Genau, muss ich nicht mehr bewegen. Ja, Bro, und der Fatih, ich bin wieder ein bisschen am Ausholen, man. Der Fatih ist zu mir gekommen und er hat gesagt, Bro, schau, wir haben früher schon zusammen gearbeitet, ich habe da ein geiles Projekt, ich so, schreib mir das Drehbuch für das Musikvideo, das muss gross werden. Excuse. Und ich habe das geschrieben, er hat es gefeiert, er hat gesagt, komm, geh Regie führen, ich so, 1-2, gehen wir. Ey, noch kurz. Mhm. Sind wir am Aufnehmen, so safe? Ja, warte, wir haben keine Regie heute da, übrigens, weil der Yilmaz... Ich bin jetzt unsicher, weißt du, ob jetzt nicht das wieder heißt, sondern... Fair. Ja, der Yilmaz, der Bruder, ist ja nicht rum. Weil, wieso ist er nicht rum, Bro? Erklärst du mir, während ich checke, wieso wir Okay, mit mir aufnehmen. okay. Bis gleich. Ey, ehrlich gesagt, ich glaube Zivilschutz. Nein, wieder einfach ein volles Stück Scheiße ist, Bro, sag offen und ehrlich. Ich weiß wirklich nicht. Er so, ich bin kaputt, Bro. Und wir am Morgen gehen wir drehen und ich habe ihn ja als mein First. Ah, stimmt. Ja, Bro, der Lifestyle von dir sind viele gemacht, weißt du? Ein paar gehen kaputt an dem. Bro, Ich ein paar gehen verstehe. kaputt, ein paar gehen... Leute gehen kaputt. Alle gehen kaputt. Kannst du nicht machen. Also ja, Genau. erzähl, du bist drehen, du über einen Kollegen, der von der Schweiz dich kennt. Genau, und so, er was so, das hey, weißt du, wir haben schon früher zusammen gearbeitet und so, es wäre natürlich eine geile Opportunität und so, komm, machen wir das Ding. Und ich muss jetzt klipp und klar ehrlich sagen, ist ein grosses Ding, Bro, ist eine Ehre, Mhm. zum ein Musikvideo drehen in diesem Ausmaß, Ja, aus dem einfachen Grund. Wir reden von einer Produktion mit mehreren 10'000 Stutz Budget ja. und dementsprechend haben wir auch, ich sage jetzt, wir sind ein gutes 15-köpfiges Team gewesen, so ich als Director und Writer, Fatih als Director of Photography, also als der, wo das so ein bisschen... Visuell. Nein, der Director of Photography ist so der, er ist der Director von der Kamera quasi. Okay. Also er sagt zum Beispiel, wie die Kamera geführt werden sollte Ja, und wie wir eine Szene sollen drehen. ja. Und ich sage, was für eine Szene wir drehen. Okay. Verstehst du? Ja, fix. So ein bisschen, wir haben uns ein bisschen, aber er ist auch Produzent, Bro. Und Produzent, ein Produzent ist der, der alles organisiert. So.
Also, Von ich sage, Location zu- genau, ich sage, ich will so eine Location, er schaut, dass die Location ist, weißt du. Genau, und wir haben das 20-köpfiges Team bei uns gehabt, Bro. Was eben, wie gesagt, ist ein riesen erstmal und ein riesen krasses Erlebnis, weil das kannst du in der Schweiz nicht machen, Bro. Ja, so. Also, du kannst nicht zahlen. Du kannst nicht 20-köpfiges Team haben. X-fach an dem, was du gezahlt hast. Bro, no shade, aber weil sich Musik in der Schweiz nicht gross auszahlt, kommen die Leute zu mir und sagen mir, ich will ein Video, da hast du 500 Stutz. Mach etwas. Mach etwas so. Mach, aber mach gut. Ja, fix. Darum unmöglich. Ich muss dir ehrlich sagen, an dieser Stelle, ich wollte das Thema auch nicht lange anschneiden, ich wollte es einfach schnell angesprochen haben. Ich habe mir überlegt, ob ich das machen kann oder nicht, weil ich gehe durchs Leben und ich sage, ich bin ein Ally. Ich gehe durchs Leben und ich sage, ich bin ein Feminist, Bro. Was ist ein Ally? Ein Ally ist ein Komplize. Ein Verbündeter. Ein Verbündeter, Okay, genau okay. so. Also ich sehe mich als ein Verbündeter. Okay, das wohl kenne ich. Ich dachte, vielleicht Ja. meinst du etwas anderes. Nein, nein. Okay. Und es geht um die Vergewaltigungsvorwürfe, die letztes Jahr Wellen geschlagen haben. Ja. Und ich habe halt schon mir kurz überlegen, so, ist das etwas, was ich machen kann? Ja. Eben aufgrund von, du kannst ja nicht Wasser predigen und Wein trinken. Ja, genau. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass ich mich dafür entschieden, dass ich das mache, aus mehreren Gründen. Mhm. Einerseits aus Get the Money Mhm. und andererseits aus Erfahrungsgründen. Ja. Und das ist so meine Erklärung. Wenn irgendjemand da draussen mich möchte darauf ansprechen und wir wollen eine Diskussion über das führen, bin ich gerne da. Ich wollte auch sagen, das war meine Entscheidung gewesen und ich habe sie getroffen und ich stehe jetzt einfach so offen dazu. Okay, vor dir, ja. Ja, einfach so, das ist nicht gesagt. Also ja. Ja, Samra. Aber ich muss sagen, so, weißt, das Problem ist, Bro. Was ist noch kurz, was ist er für Landsmann? Er selber. Bruder, er kommt aus dem arabischen Raum. Ich glaube, er ist Libanes. Okay. Ich glaube, er ist Libanes. Sein Bruder heißt Hamoudi. Ja, könnt, also sicher mal Arabisch, ja. Ich glaube, er ist Libanes. Bro, weißt du, es ist noch schwierig, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zu viel so den Tee droppen, wegen das haben wir gemacht und dies haben wir gemacht. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich habe mit Künstlern zusammengearbeitet, wo ist er Libanes? Ja, getroffen. Getroffen. Er sieht aus wie so ein dreckiger. Danke, dass du es im Griff hast. Krass. Mit dem Sensor, Bro. Ja, schnell gegangen. Schau, zeig Reaktionszeit. Ja, bravo. Wo bin ich gewesen, Bro? Samra? Samra, genau, sorry. Ich habe dich schlimm vermisst. droppen. Ich habe dich schlimm vermisst. Ich auch, Bro. Genau, ich wollte jetzt wie auch nicht so viel erzählen, so. Ja. Ich Mir ist überlege... schon gut, exklusiv, weißt du. Wegen Exclusive, Bro. Wegen nur die dabei sind, wissen, wie es ist. Nur die rum sind. Abonniert unseren neuen Premium-Podcast. Ich mache OnlyFans und du nur so direkt. Mein Ernst. Ja, ich auch. Nein, auf jeden Fall. Was ich muss aber sagen ist, ich habe mit Künstlern gearbeitet, Ja. die jetzt rein subjektiv weniger erreicht haben als der Samra, aber die grösseren Pitches sind. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Der Bruder ist gekommen auf Set und er hat einfach gesagt, er ist zum Kameramann gegangen und erst mal direkt Ansage gemacht. Er hat ihm so gesagt, Bruder, bitte nimm das nicht persönlich, aber ich werfe Zigaretten nach dir. Das ist so ein Ding, wo man anscheinend macht, so, hey Woody. Und er anscheinend macht, so, okay. Voll cool, weißt du, voll korrekt, Bro. Ja. Man muss aber auch sagen, natürlich, ein grosser Job von Fatih ist auch gewesen, das war ein sehr wichtiger Job gewesen. Er hat mir den Sommer einfach ferngehalten vom Set, Bro. Ich glaube, schon easy mühsam mit so Stars zusammenarbeiten. Ich sag dir ganz ehrlich, ja. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich. Aber Bro, auf der anderen Seite hätte ich mehrere Millionen Follower. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hätte vermutlich auch. Und Bro, ich meine, wo der Typ angeht, er hat wahrscheinlich Menschen, die ihm den Schwanz lutschen. Weißt du, was ich meine? Ja, Also sicher. so, jetzt auf Metapher-Ebene. Ich Ja, meine nicht, fix. ich meine nicht literarisch, Wortwörtlich. sondern so, genau. Darum, Bro, und dann kommt er da auf Set und dann sieht er so einen Wäschi wie mich dort am Stehen. Und ich sage ihm, mach das, mach das, mach das. Er schaut dich an, noch nie gesehen. Er hat noch nie gesehen. Er weiß nur, er kennt den Fatih und ich stelle mich vor, ich bin der Director heute und so. Ja. Und Bro, mein Konzept und mein Drehbuch, sein Label hat das abgenommen.
Okay. Das ist durch. Es wird produziert, es wird vorbereitet, gemacht Ja. und da. Und Bro, das Letzte, was du willst, ist, dass nachher der Star kommt und sagt, ist schon geil, aber machen wir jetzt so. Weißt du, was ich meine? Voll. So Wie es alles geht über nicht. Bord werfen, ja. Es geht nicht. Ja. Jetzt erklär ihm, dass das nicht geht. So. Wahrscheinlich verstehen das auch nicht so groß rum, weißt du, bei diesen Leuten. Nein, Bro, und eben, ich bin so ein Westie, Bro, ich stehe so dort und er fragt so, wer ist das, weißt du so. Ja, fix. Aber easy, Bro. Wir haben 3 Tage zusammen gearbeitet. Ich sag dir ehrlich, einen Tag haben wir ein bisschen gestritten auch, wegen Meinungsverschiedenheiten, wegen Schwanzvergleich. Und er hat mir, ich sag dir auch ehrlich, Bro, er hat mir eine Ansage gemacht. Weil... Bro, sobald du für jemanden schaffst, musst du mit Ansagen können leben. Genau, Bro. Und ich habe ihn angeschaut und so, ich habe ihm ein bisschen den Pitchblick gegeben, weißt du, wo er mir die Ansage gemacht hat. Aber Bro, schlussendlich, er zahlt meinen Lohn. Fix. Und darum habe ich gesagt, okay, Bruder. Und Ich lasse mal ja, durchgehen für so und so viel Summe. Lass mal durchgehen. ich so, du kannst noch so, wenn ich mit dir... Er kommt mir so, was? Ich so, nicht. Nicht Samarabi. Nicht, sorry. Nein, genau, und Bro, ich glaube, das lustigste Erlebnis, das darf ich glaube erzählen, ist so gewesen, wir haben so einen fetten Whip gemietet, Ja. so ein Cadillac, Bro, Mhm. okay? Und folgende Szene haben wir wollen machen, wir wollten durch die Straße von Tirana cruisen, Bro. Ja. Nachher dort, durch die Straße von Dures. Und nachher ganz im Norden von Dures hat so einen stabilen Aussichtspunkt. Ja. Wir wollen mit dem Whip dort auf den Steg gehen. Hinten dran Sonnenuntergang, Meer, Szene. So schön. Zu geil. Geile Performance. Er rappt Fix. dort von seinem Leben und wie krass alles ist und so. Und stabiles Bild. Und natürlich, weil die eine oder andere Person so auf Set gefunden hat. Nein, egal, Bro. Auf jeden Fall, wir sind spät gekommen. Ja, okay. Wir haben es halt wieder nicht geschafft auf Sonnenuntergang und Stress und Mess und was weiß ich. Ja. Und ich sag dir jetzt, Bro, der Typ, der uns das Auto vermietet hat, ist so ein richtiger Halbglatze. Renz. Immer, ich habe ihn 3-mal gesehen in dieser 5 Tagen. Immer eine fette Zigarre im Mund. Und immer so. Hast ihm so Hand gegeben, weißt du? Und er immer. Ja. Erzähl weiter. Also. Ja. Immer eine fette Aussage. Weißt, du hast ihn gefragt, ich habe ihm so gesagt, hey, weißt du, übrigens, viel können Englisch dort tun, Bro. Ich habe es nicht erwartet, sagt er ganz In ehrlich. Albanien? Ja, Bro, das ist. Da mit Amis und so, die. schlimm. Ja. Bro, ich habe ihm gesagt, wir brauchen ein Auto von dann bis dann. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Bro, ich habe viele Autos in der Schweiz gemietet für Musikvideodress. Weißt du, was ich meine? Ja, fix, ja. Ich weiß nicht, was so ein Cadillac kostet. Aber alle haben gewusst, der rippt uns. Normal. Er rippt Ja, für uns. Royal, Bro. Aber auf so einem Niveau, wo es einfach ayib, weißt du, Ja. ist einfach unanständig. So, Bro, fick mich. Aber nachdem mich fickst, gib mir einen Kuss auf die Stirn. Ja, fix. Aber er direkt gefickt und gesagt, verpiss dich jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Easy. Und der Dreckskarre, Bro, wir haben wirklich, also wir nicht, das Produktionsteam, wir haben das Budget gehabt und wir haben jetzt einen fetten Batzen angelegt für die 2 Stunden, wo wir das Auto gebraucht haben. Ja. 10 Minuten sind wir gefahren, das Auto ist stehen geblieben. Geil. Er so vorher ist das Auto gegangen, ist in Schuld, zahlt mir ein neues Auto. Also, ja. Dann habe ich ihm gesagt, ich so, hey, the car isn't running, weißt du, so, was läuft? Wir sind im Stress. Mhm. Samra ist genervt, wegen, wir kommen nicht pünktlich an. Ich habe eine Alternativlösung überlegen. Ich habe eine 20-köpfige Crew dort und ich habe den Nuttensohn mit Halbplatz und Renz, wo mir sagt, the car is running when I was giving you. Weißt du, so, Ja. ey, mit Mühe und Not haben wir es geschafft, dass der Göppel wieder läuft, Bro. Ja. 5 Minuten nach Sonnenuntergang, schon dunkel, kommen wir dort an. Und wie wir so lang hatten, bis das Auto wieder läuft. Das Erste, was da ist, der Missgeburt sagt, nachdem wir dort angekommen sind, ist so, also ich sage auf Deutsch, ich habe noch 15 Minuten Zeit, weil nachher kostet es nochmal so viel. Okay. Ich habe mir so gedacht, du ekelhafter Nuttensohn, so, Ja, direkt. weißt du so? Und ich habe nicht gewusst, was, ich bin so hässlich geworden, ich habe wieder durchdrehen. Und der Samra hat gecheckt, irgendetwas stimmt nicht, wegen der wird uns ficken. Ja. Und dann kommt zu mir und sagt so, Bruder, was passiert? Dann habe ich gesagt, der probiert uns zu rippen, weißt du? Ja. Und dann sagt er ihm,
sagt er mir so, sagt so, wenn dieser Hurensohn wüsste, dass ich Autos wie seine verbrenne in meinen Videoclips, ich ficke den, sagt er mir. Dieser Hurensohn, Bro, ey, nein, das haben wir easy gelacht, Bro, das war lustig gewesen. Ja, Bro, und irgendwie am letzten Tag, also so, alles in allem, ist die Zusammenarbeit einfacher gelaufen, viel einfacher gelaufen, als ich mir gedacht habe. Okay. Wir haben unsere Momente gehabt, aber wirklich alles in allem korrekter Typ, so. Also jetzt rein auf die Arbeitsbasis. Ja, so, alles andere kann ich nicht beurteilen. Ja. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mit ihm in Hotelzimmer chillt Ja, habe fix. und was weiß ich so gemacht habe. Ja. Vollmann, das ist in Kosovo passiert. Und noch das andere, was ich noch muss sagen, Bro, ich habe 3 Tage mit der Produktionscrew verbracht. Das sind so eben 15 Personen gewesen. Mhm. Aber ich muss dir sagen, ich habe die Typen und die Frauen so krass in mein Herz geschlossen, Bro. Bro, die Leute dort tun nochmal. Das ist nochmal Bro, noch ein Tick schöner. Verstehst du? Bro, das ist unglaublich. Bro, das kannst du nicht, also ganz ehrlich, vielleicht hätten mich jetzt ein paar Leute wegen dem, Mhm. aber ich bin selber auch in Kosovo gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, Kosovo-Albaner in Kosovo, die geht völlig anders als Kosovo-Albaner Mhm. von da. Meine Erfahrung, Bro, sag dir ganz ehrlich. 100%. Bro, ich bin dort unten angekommen. So. Und glaubst du mir, ich dir sage, ich habe mich keine Sekunde nicht irgendwo willkommen gefühlt. Ja, fix. Bruder, es fängt bei so kleinen Sachen an, weißt du, so. Du weißt, was die verdienen im Monat. Ja, man. Deutlich weniger als ich. Ja. So. Ich mache schlimm Cash. Nein, sorry. Mach ich nicht. Aber egal. Podcast bringt schlimm Cash. Inshallah eines Tages. Inshallah. Nein, Bro, das nicht. Aber ich sage am einen, Milot heisst er. Mhm. Ich so, Milot, a Kissigar? Ich habe ein bisschen gelernt, weißt du. Ja, fix. Ich so, gibst mir eine Ziege? Er gibt mir nicht eine Ziege, ich gebe mir einen Pack. Er so, nimm, frag mich nie mehr nach Zigaretten. Wenn ich Zigaretten habe, hast du Zigaretten. Bruder, weißt du, so, das ist Ja, die fix. Kultur, weißt du, was Ja. ich meine? Bruder, wir haben alle zusammen gegessen, wir haben alle zusammen richtig lustig gehabt. Nonstop. Korrekte Leute, Bro. Wirklich Safe. korrekte Leute, Bro. Überkorrekt, ja. Ja, ich weiß nicht mal, was ich noch groß will sagen. Ich muss wirklich sagen, dass ich wie lange sind wir noch aufnehmen? Ich schaue immer auf die Zeit und Ja, es passiert alle 5 Minuten. schon krass. Aber ich sage immer so, weißt du, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit. Aber dann passiert es wieder. Also, was ist jetzt 3-mal passiert für die zuhören? Das Licht ist ausgegangen. Es ist ausgegangen, bis Sehr auf einmal im Dunkeln. Ja. Aber jetzt haben wir so eine coole Überspielen vor. Ich glaube, wir können von dem dreckigen Scheiß-Sensor kannst du unten einstellen, dass der Ja. Intervall nicht nur 5 Minuten ist, sondern vielleicht 15. Am besten einfach gar kein Intervall. Ja, das wäre noch easy. Scheißegal. Aber ja, schwierig. Ich habe einen Knopf dort, um das Licht anzustellen. Ja. Aber das bringt nichts, weil das ist einfach alles, was du reinläufst. Ja, und ich habe leider von Kosovo nicht viel gesehen. Weil ich einfach ständig am Drehen war. Ja. Albanien habe ich ein bisschen etwas gesehen. Jetzt gehst du wieder auf Albanien oder auf Kosovo? Jetzt gehe ich auf Albanien. Okay. Jetzt gehe ich auf Albanien. 1,5 Wochen sind wir so noch in Albanien umeinander. Ja. Ja, Bro, so viel zu meiner Woche. Shooten. Und ja, vielleicht noch abschließend schnell so, ich rede gerade sehr viel, Schon gut, voll easy. so, du hast nicht viel gesagt bis jetzt. Wir haben mehr als genug Zeit. Aber so, Bro, ich bin halt jetzt momentan gerade ein bisschen elektrisiert, Bro, weil ist eine harte Woche gewesen. Ich sag dir, wie es ist, Ja. wirklich eine harte Woche gewesen. Also am letzten Tag sind wir um 5:30 am Morgen. 5:30 am Morgen ist der Shoot fertig gewesen. Ich bin ins Hotel gefahren, ich habe geduscht, ich habe meine Sachen gepackt, weil am nächsten Morgen um 7 Uhr haben wir müssen abfahren Ja. am Flughafen. Also am nächsten Morgen, nein, in 1,5 Stunden. 1 Stunde, ja. Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich so in meinem Zimmer gelegen bin, in diesem Hotelzimmer, in dem eines der besten Hotelzimmer, wo ich je war. Ich habe keine Sekunde drin geschlafen. Ich bin das Bett gelegen und ich musste entscheiden, 15 Minuten kämpfen zum wach bleiben Ja. oder 15 Minuten noch schnell nappen, zum schauen, was passiert. Ich habe genappt, Bro, ich bin aufgestanden, aber ja, und jetzt, Bro, sind wir zurück seitdem, oder? Und
jetzt habe ich halt heute auch noch gerade einen Shoot gehabt mit Vice Versa. Das ist so der eine... mit Lot, man. Der Woody wollte ein bisschen küssen, man. Schon. Los, man. Komm da. Ja. Ja, Bro, eben, im Großen und Ganzen, jetzt geht ein bisschen viel los. Ich kann mich nicht beklagen, Alhamdulillah, weil wir Es essen. ruhigere Tage. Es hat ruhigere Tage gegeben, Bro. Es hat Tage gegeben, wo ich im Bett gelegen bin oder am PC war und ich habe nicht mehr gewusst, was gamen. Und jetzt... Sag immer dankbar sein. Wallah, Bro, dankbar sein, aber es wäre auch easy, so ein bisschen abstellen. Und ein bisschen Freunde gesehen, Bro. Ich habe jetzt wirklich 1,5 Wochen keine Freunde gesehen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wird, weil ich bin jetzt wieder 1,5 Wochen weg. Weißt du, was ich meine? Ja, Bro, es ist wahrscheinlich nicht, aber scheißegal, Bro, der Hasser ist rum. Aber ich habe jetzt Family in Albanien. Genau. Ja, Mann. Nice. Was hast du gemacht? Bro, ich was habe ich gemacht, Bro? Nicht so viel. Ich habe also einmal bin ich Meistervier von FCZ. Das war geil. Ich muss übrigens noch einen Gruß sagen von dem einen Besoffenen, der mich angesprochen hat und 5 Minuten lang mit mir geredet hat. Ja, ein Gruß von ihm. Ich bin Meistervier, Bro. Meistervier war lit, war geil. Also das heisst Gruß, du hast einfach gesagt... Er hat einfach so, ey, sag einfach im Podcast bitte erstmal Gruß. Also, so ein Shoutout. Ja, also sag bitte einfach Gruß an den Besoffenen von der Kurve. Ich so, ja, easy. Ja, Bro, es war brutal wunderschön gewesen, mega schöne Choreo, viele Leute, schöner Marsch, dann, also läuft dann nachher auch. Helvetiaplatz, Pumpenvoll gewesen, sehr schön. Sektion Zürich war rum gewesen, die haben auch kurz gerappt. Ja, ich bin überrascht gewesen, neu, eben so ein paar haben gesagt, ein stabiler Podcast und so. Und da sind wir noch gar so etwas. Und Bro, ganz ehrlich, ich bin nach so um 10:30, ich bin tot, ich bin kaputt gewesen, tot. Ja, du bist früher daheim gewesen. Ich bin kaputt gewesen, ich sehe, ich denke nur noch heim. Und die heim angekommen, kennst du, bist mit, aber ich schlafe erst 3 Stunden später rein. Ja, genau, nie brauchte ich so im Bett am 11 und erst um 2 Uhr morgens geschlafen, geil. Ja, das habe ich mir gemacht. Vinti? Aufstiegsvier? Ah, stimmt, ja, Vinti ist aufgestiegen. Also ich wohne ja, ich bin nicht schauen und so. Aber ich wohne ja am Bahnhof. Und nachdem gerade abpfiffen wurde, du weißt, bei uns auch schon bei der EM oder WM, was das letzte Mal war. Hupen, Schreien, alles Mögliche. Schon geil, aber Hey, ich gönn's ihnen, Bro. Ich finde richtig schön, dass Vinti jetzt erste Liga spielt. ich gönne Vinti schlimm. Ich hoffe, dass sie gross rauskommen. Das Geile ist... Warte, darf ich schon fragen? Wenn ich jetzt den nächsten FIFA kaufe, heisst das, ich kann Vinti nehmen? Ja, man kann schon Vinti Champions League gewinnen. Bro, ich fick Champions League mit Vinti. Ja, man, das Geile ist eben, Vinti kann... Also es braucht viel, dass Vinti nächste Saison absteigt. Ja. Weil ab übernächste Saison ins Aufstocken von 10 auf 12 Teams. Oh, geil. Geil. Und das heisst, die ersten 2 von der zweiten Liga steigen auf. Automatisch. Ja, genau. Dann gibt es 12 Mannschaften. Und der letzte, sagen wir, das ist Vinti nächste Saison, Ja. Gott bewahre, letzte Vinti, dann müssen sie nur Hier- und Rückspiel machen gegen den dritten von der zweiten Liga. Hier und Rückspiel? Hier- und Rückspiel. Und wenn sie Glück haben, ist irgendwie so, weiß ich nicht, man, irgend so ein Stade Lausanne, Krient, irgend so ein Kurat, weiß ich nicht. Geil, Mann. Ja, man, Bro, es ist nur das gelaufen. Ich bin gestern nach langem wieder rausgegangen gewesen. Im Long Street. Voll saufen, Mit Bro. der Besten. Voll Dreckheit. Geil, Mann. Gönn dir. Voll Dreckheit, Ist ja. nicht schlimm verkatert. Hey, ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Aber seit Jahren habe ich einfach eine Routine, bevor ich so viel schlafe. Der gute Wasser-Gogo. Ja, ja. Ja, das ist wichtig. Ey, Bro, ungelogen, von dem Zeitpunkt an, wo ich in die Wohnung hineinlaufe, bis ich im Bett bin, habe ich vielleicht so ein mehr als 1 Liter Wasser getrunken. Einfach, ich weiß nicht wieso. Einfach getrunken und weißt du, an was merke ich, dass das Wasser notwendig war? Abgesehen davon, dass ich keinen Kater habe. Oh, was? Ich kann morgen aufstehen, ich muss halt einmal pissen. Einfach komplett gebraucht worden zum Alkohol zu säubern. Bro, ich kann nicht einmal... Bro, sonst wenn ich so 3 Schluck vor dem Pennen Die Leber, Bro, die Leber, sobald Wasser kommt, Alhamdulillah. Oh my God, wow! So. Nein, Bro, wir sind saufen. Wir haben... Also ich kann, du weißt, unter uns ist so ein Veloladen. Und die macht immer Pause und so. Gib Shoutout, Bro. Velo Plus, beste Veloladen. Und dann habe ich einen dort gesehen, ich habe mit ihm, ich habe ihn dort getroffen. Und Bro, ich weiß nicht mehr, wenn mich letztes Mal jemand... Ich weiß nicht mehr, letztes Mal jemand besoffen gesehen im Ausgang und wo nach 3 Minuten mir gesagt hat, gibt es einen Shot.
Ah, du hast den Bruder im Ausgang gesehen? Ja, ich Oder habe du den, der schafft. die Velobusschaft im Der ist, Ausgang gesehen. der ist der Chef dort. Ja, Stefan-Chef, irgendetwas. Irgendetwas. Und dann haben wir geredet und nach 3 Minuten also, jetzt gibt's Shot. Ich so, Bro, ich bin gut drauf. Du hasst Shots, Bro. Ich so, ich Du bin gut hasst drauf. Ich so, Shots. abgesehen davon, dass ich gut drauf bin, wenn ich Shot, es kommt zum Kotzen, weißt du, mach nicht. Ich dir den Schulter mit, sagst du, Er so, da ist kein Shot. Ich so, Bro, lieber ein Drink. Er so, nein, Shot. Ich so, dann nicht, weißt du, für mich ist gut. vor mir ist gut. Aber kannst du nicht besoffen, wo noch schlimmer besoffen ist, als so überzeugen, weißt du? Nachher sind wir gegangen, also dafür kannst du auswählen, was du willst. Nachher er so, was willst Warte, lass mich raten. Ich weiss, was du trinkst. Was ist Shot? du? Ja, was? Du, warte schnell. Du Jägermeister. Bro, direkt Kotze, man, Jäger. Hast du schon mal Jägermeister gehabt? Ja, Mann. Und auch Jägermeister Red Bull, die Mischung, die da alle trinken. Die Ich hab noch nie hat einen gehabt. Namen. Die hat einen Namen. Ja. Schweizer Gesöff, oder was? Aber ich glaube, ist nicht schlecht. Aber nein, ist nicht Ich habe noch schlecht. nie gehabt, ich habe es noch nie gehabt. Bruder, ich bin zu alt. Ich sag dir ganz ehrlich, Cocktails, ich bin zu alt. So die Süßgetränke-Mische. Ey, ich bin einfach dort gewesen und ich habe gewusst, was am wenigsten Prozent Alkohol hat, was für mich verträglich ist, was nach Berliner Dings, Luft. ja, was nach Dings schmeckt, nach Geil, Bro, du und die 19-Jährigen dort Berliner Luft am Sippen. sogar du erwachsene Sieg, man. Geile Sieg. Nein, Bro, ist Auf jeden Fall, ja, voll Dreieck, voll gesoffen. Und wieder mal habe ich gemerkt, dass Raucherlounge im Ausgang einfach etwas vom Dümmsten ist, was es gibt. wie es so stinkt. Wie es einfach so stickig ist und stinkt. Fair, ja. Es ist, einfach so, es ist so extrem. Bro, du bist dort rein und du gehst 10 Sekunden drin, du kommst raus und du schmeckst nach Fabrik von Marlboro. Ich habe einen Kollegen, also nein, warte, ich muss anders erzählen jetzt, bevor. Ich bin mal mit einem Kollegen im Ausgang gewesen, ist lang her, ich bin so 19 oder 20, ich bin im Ausgang gewesen. Und geht's? Mein Gott. Auf jeden Fall, ja, ich so. Auf jeden Fall bin ich im Ausgang gewesen mit ihm, irgendwo in Zürich, weiß ich nicht. Wieso droppen wir keinen Namen? Nein, warte, drop nicht, ich will herausfinden, wer es ist. Nein, aber nicht, ich will den droppen, Bro. Ich finde raus. Okay, ich kann später herausfinden. Aber auf jeden Fall, ich bin daheim angekommen, so mit 19, 20, was auch immer. Ja. Und wir sind halt in der Raucherlounge in Siuf gewesen, weil er ein Raucher ist. Und ich bin daheim angekommen. Meine Mutter, am nächsten Morgen kommt sie in mein Zimmer, macht Fenster drauf und so. Und sie so, wow, dieses ganze Zimmer stinkt nach Rauch. Ich so, sorry, tut mir leid. Mein Kollege raucht. Jetzt versuch klar machen, dass du den ganzen Abend... Ja, erst das und zweitens, dass du den ganzen Abend Raucherlounge bist. Und eben nicht du, der war. Ja, und nachher, ja, auf jeden Fall 15 Minuten diskutiert und dann habe ich mir gesagt, ich sehe Raucherlounge, aber jetzt max 2-3 Minuten, dann gehe ich raus. Bro, du stirbst, es ist warm, du schwitzt, es stinkt. Es ist nichts an dem ganzen Konzept ist geil. Nicht. Wirklich nicht. Bro, ich meine, ich rauche ja. Ich würde mich als Raucher bezeichnen jetzt. Aber ich finde nichts Grusigeres, als wenn jemand neben dir raucht, wenn du nicht rauchst. Ey, bist ehrlich, gell? Für dich ist es sicher chilliger, wenn du im Ausgang musst rauchen und sagst, ey, ich kann an die frische Luft raus. Ja. Wenn ich schon meine Lunge fick, Ja. wollte ich das in der frischen Luft Wirklich, ficken. Mann. Darum Rauchen ist etwas vom Grusigsten. Und Die meisten, weißt du, welcher Raucher... Also ich kann es ja auch nicht wissen, ich bin vielleicht in meinem Leben 3 Mal da drin gewesen. Ja. Unfreiwillig, also ich wäre gerne mehr gewesen. Ja. Aber Bolero, Ja. im Winter hat eine fette Raucherlounge. Also es ist ein Raucherfloor, Bro. Ja, eben, ich kann dir sagen, in der Regel, gerade jetzt, ich kann irgendwas das will sagen, die meisten Clubs, die haben so 5 Quadratmeter Ja. Raucherlounge, Ja. mehr brauchst du nicht. DJ quatsch, weißt du dort. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. DJs in der Raucherlounge. Ja, ja. So. Ich glaube, DJ der Raucherlounge fängst du an, wenn du so Newcomer bist. Vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall, außer Bolero im Winter, habe ich gefunden, kann machen den ganzen scheiß Floor. Geil, aber. Einfach so 150 Quadratmeter Raucherlounge. Aber ich muss sagen, das Konzept von ihnen, es ist so, du hast Raucherlounge, nicht Raucherlounge, beide genau gleich groß, beide genau gleich beschissen Sound. Ja, aber anders beschissen. Ja, ja, einer Ein läuft Pitbull läuft- beschissen, Und der dem andere anderen läuft läuft Elektromix. House Pitbull Remix Ich schwör, beschissen. beschissen, ja. Aber du gehst eher weg den Leuten dann, ganz ehrlich. Ja. Gehst du Tix, ist jemand von der Oberstufe. Ja, oder du gehst auch nicht zum Abgewiesen werden, das ist auch immer geil. Ja, fix, ja. Ja, mittlerweile vielleicht,
Nicht mehr so, weißt du, jetzt mit blauer Haken und Podcast und so. Ist mir scheißegal, ich gehe nicht mehr. Gestern ist eben das, wir sind eben so vor Longstreet gewesen. Und es sind alles schon drin gewesen, außer dich. Und ich so, ja, Lust jetzt anstehen, weißt du. Ich stehe allein ja noch als Mann verloren, dies und das. Und nachher die so, komm, gehen wir fragen. Ja. Vielleicht sagt sie ja. Dann gehen wir fragen. Und ich so am sagen, ich so, sollte sie nein sagen, ich nehme mal einen Podcast auf. Sollte sie einreiten, zum sagen nein. Ihr gehört Mal schon schauen, in den Podcast. Mal schauen, wenn ich über reden wird, man. Aber nein, sie hat wirklich ganz korrekt mich hingelassen, gesagt, ja, man. Das ist wirklich spannend, was passiert ist die Woche, Bro. Ich habe einfach zum ersten Mal wieder nach langem mich kaputt gesoffen. Geil, Mann. Dann noch im Mac gegangen wie asoziale, Bro. Der Gute. Kennst du das, wenn du Hunger hast, aber du hast... Der Hunger ist so gross mal gewesen, dass wenn du Essen bekommst, du schaust Essen und denkst, wieso Lust? Eigentlich nicht so. Okay, kenn ich, okay. Also ich nicht. Bro, ich bin dort gewesen und ich so, ich denke, nichts essen. Also ich habe Hunger, aber ich habe nichts von Mac essen. Und dann die so, ja, was hast du denn Lust? Ich so, ja, ein Menü geht jetzt gerade nicht. Weil ich will wissen, ich will nachher kotzen. Der Kürzig, ja. Ja. Ich so, Pommes allein, will ich nicht. Ich habe nur einen Burger und Getränk, mehr nicht. Ja, Dann habe ich so einen Burger genommen. Wie hast du? Über App. Big Mac ist runtergesetzt. Pelin sei Dank, sie hat mir einen Code gegeben. Rausgeholt. Ja, man, auf jeden Fall einen Big Mac genommen und Getränk und die letzten 3-4 Biss vom Big Mac. Ich habe wirklich überlegt, ich so, soll ich jetzt auf das kotzen? Geil, Bro, geil. Also, ehrenlos gestürzt auch ein bisschen, oder? Hey, nein, einfach gemischt, Bro. Der klassische Felder, Bro. Mischen, Alkohol mischen. Wodka beim Sandro getrunken, Wodka mit Schwebs, nachher Berliner Luft. Und nachher, ab dann, ich bin einfach eine Schlampe vom ganzen Abend. Ich habe einfach von Drink, zack. So. Du bist gut besoffen gewesen in dem Fall, wenn du den Nipper gemacht hast. Bist du im Longstreet gewesen? Ja. Bro, ich weiß nicht, ich hasse das Longstreet. Ey, Bro, ich finde eigentlich noch easy Kult-Idee und auch geile Location und alles. Aber so vermehrt höre ich letzte Zeit, dass einfach der Sound nicht mehr so überhaupt noch geil ist. Gut, Bro, über den Sound kann ich nicht urteilen, weil ich bin noch nie länger als 8 Minuten im Longstreet gewesen. Wo gehst du? Was Das ist einfach ein Grund. Ich muss wahrscheinlich lernen, wieso. Ich bin nicht einfach grundsätzlich ein Hater. Du bist nicht grundsätzlich immer nur gesagt, das ist jetzt im Trend, scheiß auf das. Genau. Ich setze Sachen in den Trend und dann hate ich es. Nein, weil vermehrt haben wir jetzt darüber geredet, was ich hasse, Bro. Yes. Aber der Grund ist, wieso ich nicht in Longstreet gehen will, ist, erstens, es ist mir viel zu eng. Zweitens, sie haben keine Garderobe, Bro. Ja, ich habe am Schluss nachher auch Angst gehabt. Sie haben meine Jacke habe ich irgendwo aufgehängt, noch kurz im Jacke irgendwo aufgehängt. Ich so angehängt, ich so, warte, ich mache schon meine Taschen, ich tue schon meinen Kopfhörer und Portemonnaie rausnehmen, weil wenn da etwas laut wird, dann das Wichtigste habe ich. Ja, Bro. Ich meine, überleg, Bro, im Winter oder im Herbst laufst du mit Jäckli rum. Dann laufst du dort rein und es ist fucking warm, weil es so klein und eng ist und so viele Leute aufeinander hocken, kannst du dich nicht bewegen, Bro. Für was gehst du in den Club? Ganz ehrlich, für was gehst du in den Ausgang, Bro? Wenn ich in den Ausgang gehe, wollte ich saufen, ich wollte lustige Gespräche führen, also draussen vielleicht, so Kanzlei, darum liebe ich Kanzlei so fest. Ist gesehen, Bro, Kanzlei ist... Vorbei, ich weiss, wir sind zu alt. Aber trotzdem, damals, Baba gsi. Also Bro, ich wollte saufen, ich wollte chillen, ich wollte tanzen. Was ich nicht wollte, ist Sardinenbüchsen-Simulator spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, fix, ja. Und darum, du gehst dort rein mit der Jacke, du musst deine Jacke ausziehen, kannst sie nicht mal aufhängen irgendwo. Ja, das ist wirklich das ist schon der Ecke dort, weißt du? Das ganze Garderobefeld, ja, das ist wirklich so. Ja, Bro, dann mach doch den Drecksclub ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, Bro, man. Weißt du so? Ja. Darum hasse ich es Longstreet, ich habe nie eine gute Zeit. Hey, Bro, wenn ich so da jetzt gerade so überlege, weißt du, ich meine, wieso Longstreet? Ja. Was haben wir in unserem Alter für grosse Alternativen, wo wir sagen, wir fühlen uns nicht wohl? Außer Amigo und Longstreet. Du bist doch ein Gonzo-Gänger, Bro. Plaza. Du bist doch ein Gonzo-Gänger. Bro, ich bin... Ganz ehrlich, Plaza, Plaza, okay, junge Leute, oder? Also ich bin jetzt einmal gewesen, seit ich nicht so oft im Plaza Ü21 bin. Ja. An dem Abend ist immerhin noch Sound gelaufen, wo ich finde, ist easy gewesen. Du hast genug Platz, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Longstreet, Hyde, Bro, ich check. Du laufst rein, du kannst immer rausgehen, rauchen. Aber ganz ehrlich, der Vorplatz dort, der legendäre Vorplatz beim Longstreet, ist auch ein bisschen mühsam. Bro, das ist Langstrasse. Das ist vor der Piranha Bar. Jeder weiß, vor der Piranha Bar ist
Sachen passieren. Sachen passieren, Bro. Genau. Und darum, ich bin nicht so ein Longstreet-Gänger, Bro. Weißt du, was ich richtig gehasst früher? Was? Aber jetzt wegen Ausgang. Wenn du ein neues Geschäft angefangen hast, im neuen Geschäft angefangen zu arbeiten und die dich dann gefragt haben, ja, ob du Bar- oder Club-Typ bist. Ja. Deine Mutter-Typ bin ich, Mann. Bro, was... Keine Ahnung, Bro. Einfach Spaß haben, Mann. Ob das jetzt Ausgang ist oder Bar ist, mir scheißegal. Hast du Präferenz? Wie sagt der Skepta? They ask me for a pic for Instagram. I only socialize with the gang, bro. Ja, genau. I only socialize with the gang, bro. Ich komme nicht mit euch in eine Bar vom Geschäft, ich komme nicht mit euch in den Ausgang. Nein, das kann ich überhaupt, weißt du, so, dass... Bro, look. Ab dem Punkt, wo jemand gerne an die Veranstaltungen geht vom Geschäft, schafft er auch gerne. Oder versucht zu krass, weißt du, so kriechen, so von wegen Connections aufbauen und so. Bro. Was ist das, der Office? Okay. Bro. Nein, wegen... Du weißt, ich habe Office nicht so. Okay, bis jetzt geschaut. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin bis heute, ich kann überhaupt noch gerne an Geschäftsveranstaltungen. Verständlich. Aber auch weil die richtig unkreativ sind, die Opfers, man. Verständlich. Was für Spaß da, Bro. Go Spargel essen, Bro. Welche Spargel essen, Bro? Was ist das für ein Scheiß, man? Schaffe ich 8 bis 5 Tage in der Woche, 300 Tage im Jahr, damit du mir Spargel zeigen kannst, wie man die isst, Nutten. Bro. Mach doch etwas, zeig doch mal Dankbarkeit der anderen. Wieso kann nicht jeder Geschäftsessen oder Geschäftsanlass sein wie der Geschäftsanlass von deinem Vater, Bro? Beste. Er macht richtig. Beste. Sag dir ganz ehrlich. Er macht ganz Beste. Ehrlich. Sogar ich würde gehen. Bro, direkt. Nein, Bro. Geschäftsanlass machen, etwas essen, eins trinken, dann gehst du heim. Super, ich habe etwas gemacht, was ich sonst schon bei jedem anderen Arbeitgeber gemacht habe, was ich sonst schon mit meinen Kollegen 30 Mal im Monat mache. Ist richtig speziell. Danke für Arbeitgeber sein. Es ist richtig geil. Die Spargel haben mich selber verändert, die Nutten sind. Bro, gibt es eine Story mit diesen Spargeln oder ist Nein, aber sehr spezifisch? Bro, nur kurz, Spargel, du weißt, wie es aussieht. Das sind die Spargel sind die grünen Bäume, wo aber oben so ein Spitze Genau. Kannst du dir vorstellen, dass es geil ist? Nein, Bro. Bro. Weißt du, das Schlimmste ist? Ja. Nicht nur Spargel, sondern Spargel mit Hollandaise-Sauce. Genau. Bro, ich habe noch nie jemanden gehört sagen, Spargel ist grusig. Ich habe noch nie gegessen, aber jeder schwört drauf. Du hast noch nie gehört, dass jemand sagt, Spargel sind grusig? Ja, Bro. Wenn Spargel, also so im Geschäft, meine Freunde sind so Leute, weißt du, so Schweizer. Boah, Spargelsaison fängt wieder an. Spargelsaison die, Spargelsaison das, gehen wir essen. Weißt du das, wenn du Spargel isst, ist das deine Pisse ekelhaft stinkt? Ey, Bro, ich habe nicht mal Spargel gegessen bis jetzt, aber ja, dann weiß ich, dass ich jetzt gar nicht... Ja, auf jeden Fall, Bro, das sagt er ganz ehrlich so, ich bin jetzt wieder voll abgeschweift. Aber ich weiß nicht, man, es ist traurig, was Geschäfte für Goodies offerieren. Oder als Goodies. Die ganze Geschäft ja. Hat immer wieder mal per Post so... Die sind herzig, Bro. Bro. Die sind wirklich herzig. Mein altes Geschäft zum Beispiel, ich tue Namen droppen, wenn ich mehr Fame habe, dann kann ich auch Gegenleistung verlangen oder Geld. Aber auf jeden Fall, mein alter Arbeitgeber, wirklich korrekt. Sag Namen, Bro. Nein, Astoria Club. Genau. Astoria Club, Vinti. Kontaktbar. Genau, jetzt Subway übrigens. Genau mir, du Geld waschen. Bro, mit so kleinen Gesten, weißt du, viel so... Aber viel sag schon, was die Gäste sind. Ja, ganz simpel. Es ist Ostern, Bro, ganz simpel. Ich habe einfach so einen Brief über vom Geschäft, direkt nervös, Bro. Schweiß drauf, überall. Ich mache auf, ein Osterhaus. Schön, Bro. Voll herzig, easy. So herzig. Sommer fängt an, wir sind in der Pandemie gewesen. Der Sommer fängt an, sagen hey, look, du bist viel daheim jetzt wegen der Pandemie und so. Da so Starter-Kit für die Heime, weißt du? Sonnenbrille, Sonnencreme, Glace und so. Herzig. Sie haben sogar mal einen 5 lieber geschickt. Ja, man, per Post. Ja. Etwas haben wir nicht gemacht, fällt mir jetzt gerade in den Sinn. Was? Einmal haben wir das Weihnachtsessen 2020 nicht machen mit dem Geschäft. Ja. Und dann haben sie jedem Mitarbeiter 100 Franken gut schicken und gesagt, unternehmen dir mit euren Leuten heim, was ihr wollt. Geil. 100 Franken wir übernehmen. Wo sind die 100 Stutz? Eben mit dem müssen kaufen und in die Quittung schicken. Ja, aber wir haben es nicht gemacht. Super. Gut, dafür haben wir geile Zeit gehabt mit Jungs, weißt du. Das ist brutal. Ja, Mann, also Geschäfte, Bro, so Sachen wie in der Goodies. Früchte. Bei uns gibt es Früchte. Ah, du meinst die dreckige... Benefits, wieso bei uns? Einfach, wieso sollst du uns auswählen? Bei uns gibt es Früchte. So, du darfst bei uns 42 Stunden arbeiten, Überstunden werden nicht bezahlt. Aber es gibt Früchte. Aber du hast Früchte und Kaffee. Nein, Kaffee mittlerweile nicht.
Ah, Kaffee gibt's nicht mehr. Bist auch wieder Luxus geworden. Aber dafür haben wir einen Agenturhund. Einen Bürohund. Bro, was bringt mir das, wenn du jeden Morgen einen Obst, einen Fruchtkorb in Dings stellst, in die Kantine stellst und sagst, das ist eine gute von mir vom Tag? Haben wir über das nicht letzte Woche geredet? Nein, ich glaube es nicht. Okay. Sagen wir Gott nicht. Hast du den letzten Podcast Ja, ich habe es gelesen, ja. Okay. Aber sagen wir Gott nicht. Bro, auf jeden Fall, das ist etwas, was mich schon seit Jahren aufregt, Bro. Wieso mein Arbeitgeber von dir 700 Sachen verlangen, aber ihre Benefits sind, du wirst zum Krüppel, du schaffst 8 bis 5 und es gibt ein paar Früchte und Kaffees. Kapitalismus. Die ficken dich, Bro. Bro, wieso gibst du mir nicht, wenn ich schon meinen Kopf ficken lasse von dir, wenn ich schon 360 Tage im Jahr, 330, 300 Tage im Jahr bei dir arbeite, mein ganzer Tag von 7 Tagen gehen 5 schon den ganzen Tag fast für dich weg. Die anderen 2 versuche ich mein Leben im Griff bekommen, weil du mich gefickt hast. Und das, was ich verlange, ist ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Dankbarkeit. Und wo du stellst mir eine Banane vor die Nase. Ja, Bro. Oh, das ist schon, Bro. Ganz ehrlich, Bro. Bro, wenn es mir mental nicht gut geht, ich will zum Psychologen gehen, auf deinen Nacken. Wo ist der... Turkisch, Arush Puchuchu. Wenn ich sonder... Weißt du, ich meine, wenn ich zum Beispiel... Bro, Vaterschaftsurlaub, ganz einfaches Beispiel, Bro. Vaterschaftsurlaub. Wie hat Schweiz wieder... Also die Schweiz eigentlich Zürich. Wie ist das gegangen, Bro? Wie könnt ihr einfach sagen, nein, fick auf Ferien, ich will gefickt werden, arbeiten, ich liebe arbeiten. Bro. Also ich sage nicht, weißt du, ich sage nicht, scheiß arbeiten. Also, ich arbeite auch können wir gerne. schnell klarstellen, dass Vaterschaftsurlaub ist nicht Ferien. Ja, sorry, ja, okay. So. Genau, es geht darum, dass du ab der Geburt von dem Kind halt die ersten paar Wochen, also am Anfang sind Es sind mal 24 Stunden gewesen. Genau, es sind mal 24 Stunden gewesen. Jetzt sind wir so, wie es 2 Wochen ist. Wir haben abgestimmt über 16 Wochen, 18 Wochen, so etwas in Zürich. Abgelehnt, stabil. Ich hätte von Zürich nicht erwartet, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ich bin auch überrascht. Aber wir haben auch damals abgelehnt, wo wir haben wollen, die reguläre Ferienzeit von 4 auf 5 Wochen tun. Ja. Bro, ich verstehe nicht, wie ein Land wie die Schweiz kann sagen, ey, schwierig. Wenn wir eine Woche mehr Ferien im Jahr nehmen, finanziell liegt das nicht drin. Bruder, das ist ganz einfach, weil die Stimmbeteiligung bei Jugendlichen Ja. oder bei, sag jetzt mal, unter 40-Jährigen Ja. ist sehr tief. Extrem. Und die Schweiz, die Wahlen, werden geführt von alten, weisen Schweizer. Ja, fix. Und die sagen sich aus 2 Gründen. Entweder sagen sie, ich musste arbeiten. Also wieso sollen die anderen jetzt haben? Was ist das für eine Nicht-Gönnerkultur? Du Hurensohn, ich zahle deine Rente. Ich weißt du, schwöre, du Missgeburt. Ich habe sogar ja abgestimmt bei der AFA-Reform. Ich gebe gerne mehr, damit du besser leben hast. Aber du, Pitch, willst nicht, dass ich besser lebe. Und die sagen das und zweitens sagen sie gönnen einfach nicht, Bro. Hat ja bis jetzt funktioniert. Wieso müssen wir das ändern? Bro, ich habe mal mit einem Mitarbeiter, den ich am Flughafen geschafft habe, diskutiert. Oder lang. Wir haben so einen älteren, sturen Schweizer bei uns. Kurz vor der Pension, Bro. Und das ist auch wieder darum gegangen, weißt, ein Mitarbeiter hat gesagt, weißt, er würde eigentlich gerne eine Familie gründen mit seiner Frau und so. Aber er schießt einfach ein bisschen an, weißt, wegen Vaterschaftsurlaub, weil er würde gerne die ersten paar Monate bei seinem Kind sein. Ja, okay. Und dann hat einfach er so gesagt, ja, ich weiß nicht, was du hast, aber mir hat damals einen Tag gelangt. Und er so, ja, dir hat es gelangt. In dem Fall ist dir Schaffen wichtiger als Kind. Er so, nein, ist nicht wichtiger als Kind. Aber für mich ist ich sehe keinen Grund, wieso ich als Mann mich länger als einen Tag jetzt mit meiner Frau unterstütze. Ich so, Alter, was läuft mit dir, Mann? Wegen Solo, Bro, Mann. Soll ich dir sagen, ganz ehrlich? Stimmrecht ab 16, etwas? Ja, nein? Bro, es wäre nice gewesen, Ja. sag dir ehrlich. Weil die 16-jährigen Kids, ich sehe sehr viele 16-jährige oder unter 18-jährige Kids, die sich politisch mega engagieren. Ja, fix. Und die Stimmbeteiligung ist so tief. Wenn du wirklich einen 16-Jährigen findest, der motiviert genug ist, zum Stimmkuvert aufmachen und ausfüllen und einschicken, lass ihn doch, Bro. Ja. Vor was hast du Angst? Und ich sage dir ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar besser, dass es abgelehnt wurde, weil ich sage, ganz viele Väter, Mütter hätten für ihre Kinder abgestimmt. Zum Beispiel, Bro, stell dir vor, Familienvater daheim. Stimmkuvert kommen alle 5 auf einmal an, weil er hat Aha, okay, eine Frau so und Mensch, 3 Kinder und alle sind so unter 18. Ja, fix. 16 bis 18, so. Keine Ahnung, oder ein bisschen über 18. Der fühlt doch einfach alle für sich selber aus, Bro.
Kann es geben, ja. Dann sagt er, Sebastian, Lisa und Damien, wegen ein bisschen anders. Genau. Können wir schnell da unterschreiben? Ja. Bro, bei mir ist es auch nicht anders. Ganz sicher, meine Mutter kommt oft zu mir, sagt mir, was soll ich ausfüllen? Ja, fix, ja, meine Eltern auch. Sie fragen so, Genau. erzähl mal, was geht da? Die müssen Genau. darüber reden, ja. Und dann sagt sie, was willst du machen? So, darum ist ja bei uns ja nicht anders. Aber darum sage ich ja, vielleicht ist es nicht mehr so schlecht. Ich habe noch ein Thema wieder ansprechen. Ey, ich weiß nicht, ob jetzt langsam gut wäre, Fragen, was du schon mal Hey, wir sind gerade im Flow, aber Okay. kannst gerne einen aussuchen. Aber warte schon, Politik haben wir geredet, wegen Stimmrecht. Ab 16, ja. Warte schon, wegen Vaterschaftsurlaub, beziehungsweise wegen dem Ding. Kannst du mich schon fischen? Über was haben wir vorher geredet? Stimmrechtsalter 16. Familienväter führen Ah, für genau, alle genau, das Kuvert aus. Glaubst du mir, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine kritische Aussage, aber so das mit Vaterschaftsurlaub ist auch, ich meine, jetzt zum Beispiel in Amerika wird ja wieder mega abgestimmt über Abtreibungsgesetz. Bro. Sorry, aber ja. So, also, wir müssen nicht ganz über das reden, weil Aber Amerika, was wieder passiert ist, die Ures. genau, also unabhängig davon, ich habe ein Gespräch geführt mit jemandem, wo mir so ein bisschen auch ihre Sicht gezeigt hat und so. Ja. Und natürlich, also ich bin mir sicher, du denkst genau gleich, aber so, wieso sollen andere Menschen, vor allem Männer, darüber entscheiden, was mit dem Körper von anderen Frauen oder von Frauen passiert? Oder? Also, darum, dass die Diskussion gibt, sowieso sinnlos. Jetzt ist aber so, die Amis tun das ja mega auf die Moralschiene schiessen. Von wegen Mörder und so. Ja. Wegen Mörder und so. Aber dementsprechend ist jeder Kampfshot, der irgendwo landet, sei es im Antlitz Ja. einer Frau oder im, keine Ahnung, Söcke, was auch immer, ist ja Mord, Bro. Bro, es Nach soll der- sich nicht über die Leute aufregen, Genau. Bro. Das ist so Aber- oft passiert, ja. Aber was ich gerade sagen ist, was mega spannend, ein mega spannender Take war, die Person hat mir gesagt, das ist einfach, weil die Leute Angst haben, dass die Wirtschaft kaputt geht. Bro, Weil sie wollen, dass Frauen daheim sind und gebären. Damit, Texas. wenn die Frau daheim ist und das Kind gebärt und aufs Kind schaut, kann der Mann arbeiten. Das ist eigentlich eine mega kapitalistische Erfindung, Bro. So, also Erfindung ist eine mega kapitalistische Sache, wie sie wollen, dass Frauen weniger arbeiten können, damit sie daheim sind, damit sie Kinder gebären und damit Männer können arbeiten und Karriere machen, Bro. Bro, es sind Amis. Was soll ich das sagen, Bro? Die Schüsserei ist das jetzt schon wieder gewesen. Zum Beispiel Mal stehen sie auf und beschweren sich. Nein, aber ich meine, wenn wir jetzt über ich meine, aber auch Abtreibung, Bro. Auch Abtreibung, weißt du, dass ein Land zum gleichen Zeitpunkt Waffen schickt an Ukraine, um dir helfen, wie es halt ein demokratisches Land ist. Aber im gleichen Atemzug tun sie in ihrem eigenen Land darüber reden, ob eine Frau selber entscheidet, ob sie ein Kind gebärt oder nicht. Bro, was läuft? Ich check's nicht. Ja. Wie behindert muss sie? ist es in der Schweiz auch ein Thema gewesen? Abtreiben? Ja. Hey, ich glaub glaube, schon. die Schweiz hat hure Vor spät, kurzem, aber hure spät erst im Fall das Gesetz verabschiedet, dass es verboten ist. Du musst ja schauen, Weil ich- 1998, 90 im Fall ja, sogar. aber nicht weißt mal, du? ich meine, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, wo da. Nein, Bro, dort, wo wir den Podcast gegründet haben, Ja. vor ein paar Monaten, ist ja gerade wieder so eine Massnahmendemo gewesen. Ja, Und dort sind aber auch so die Pro-Lifers rumgelaufen. ja. Also die Pro-Life sind ja die sagen, jeder Uterus ist ein Uterus, sag ich. Also alles ist das Lebewesen. Quasi, also. genau. Ja. Ich glaube, dort war auch wieder eine Diskussion gewesen wegen Abtreibung und was weiß ich. Und das Ding ist, das muss ich auch noch sagen, du kannst Abtreibungen nicht verbieten.
auf der Welt. Ja. Du kannst nicht verbieten. Was du verbieten kannst, sind sichere Abtreibungen, wo ein Arzt durchführt. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich darf keine Abtreibung mehr anbieten, weißt du, was passiert? Was? Dann holen die Frauen den Kleiderbügel und probieren es selber. Ja, Gewaltsam, fix, ja. unsicher. Oder Frauen werden geschlagen. Ja. Frauen werden von Leuten, die das Kind nicht wollen, Treppen runtergerührt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, So, safe. darum, du kannst keine Abtreibung. Hey Bro, es wird verdammt politisch. Es tut mir leid, Bro, es ist Schon gut, ich politisch. habe vorher vorgeschlagen, aber Sorry, Bro, ich bin voll drin gewesen, ganz ehrlich. alles easy. Ich mich stress nicht. Ich finde es ein gutes Thema, ja. Ja, aber Mann, wir sind wieder zwei Männer, wir sind wieder zwei Männer, die über das reden. Verstehst du das? Also, Ja. kommen wir zum gleichen Punkt. Wieso reden wir, weißt du? Wieso reden wir, Bro? Ja. Hey, easy. Look, ganz ehrlich, ist vielleicht doch noch ist gerade ein bisschen politisch geworden. Aber es hat noch geile Fragen, Mhm. oder? Such mal eine aus. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slides. Ich tue jetzt mal kein pro Slide eine Auswahl einfach. Mhm. Soll ich schauen, dass es kurze Antworten gibt? Oder? Hey, nicht mal eine, schau mal, was Okay. läuft. Was ist euer schlimmster der World of Louis fragt, was ist euer schlimmstes Urlaubserlebnis außerhalb von Napoli? Also ich hat nur mich getroffen, wortwörtlich. Aber für dich, ich weiß nicht. Ja, Napoli ist eine lustige Story, Bro. Ja. Das haben wir uns gut kaputt gelacht. Ja, Mann. Also, ich und der Hilmar. Ja, fix. Was ist deine schlimmste Ferienerlebnis? Hey Bro, lustigerweise, dort wo wir in einer Napa waren und ich die 3-4 Minuten allein im Auto war mit dem Taxifahrer. Das war es? Krass. Es ist schon ein bisschen, es hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Sicher, Bro, normal verstanden. Er hat eine Waffe dort gehabt und er hat ja quasi wieder... Schnell lustig, Bro. Klar, Er hat wieder Liebe machen, Bro. Aber auf Art und Weise. wo nicht du einverstanden Wo warst. ich nicht am wählen, Bro. Ja, fix. Nein, hey, weißt du was? Was? Ich weiß nicht, was mein schlimmstes Urlaubserlebnis war. Ich habe nicht so viele Urlaubserlebnisse gehabt, die wirklich nicht gut gelaufen sind. Ja. Aber ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die haben so Bettwanzen heimgenommen. Ja, das ist schlimm. Das wäre etwas, ich würde mich glaube instant einfach Bro, so... Kopf im Backofen, Bro. Sagt er, Einmal das kommen ist- so Geschichten mit über keinen auf dem Heimweg. Wir mussten checken, haben wir Koffer abgegeben. Wo wir zurückkommen, sind Koffer leer gewesen, weißt du. So Sachen, Bro. Nie erlebt. Wirklich, Gott bewahren, Mann. Nie erlebt. Yes. Hey, weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? So wegen kaputt besoffen und so. Ich bin auch kaputt besoffen gewesen. In Albanien? Nein, in Wals. Ah ja, stimmt, ja. Das habe ich noch vergessen zu erzählen. Also erstens, die Ortschaft Wals Ja. ist für etwas bekannt. Weißt du für was? Also, ich sage jetzt etwas. Ja. Walser. Ja, Bro. Walser Stabil. Wasser kommt von Wals. Ume. Ich bin dort gewesen und ich habe so das Hast du angeschaut. direkt vom Bach so. Ich habe so Jockskür angeschaut. so, look. Nein, ich meine direkt so. Ja, ich versuche den Sensor aktivieren. Ah, okay. Ist aktiv. Okay, dankeschön. Hey, Bro. Dylan ist 30 geworden. Mhm. Und sie hat alle ihre engsten Kollegen und mich, der Fotograf, Ja. eingeladen an ihren Geburtstag. Und sie hat eine Hütte gemietet. Und die Hütte war anscheinend bei Netflix gewesen, Ah, ja. bei den skurrilsten Häusern der Welt. Krasseste Sachen und Krasseste so. Sachen der Welt. Und so ein Hurensohn-Architekt hat das Haus gemacht. Und das Haus sieht so aus wie das Teletubby-Haus. Ja. Beziehungsweise das Hobbit-Haus. Ja. Und Dylan, ihre Mutter, also Dylan hat ihrer Mutter eben das Bild gezeigt. Und ihre Mutter sagt einfach so, das ist ja Teletubbies Haus. Bro, wir sind dort angekommen, in Wals. Und es sind alle schon gut am Saufen gewesen. Ja. Und ich mache das kurz so. Es war ein recht geiles Haus gewesen. Wir haben Billard gespielt, ein bisschen, wir haben gechillt, wir haben wirklich fett gesoffen die ganze Zeit, aber nur so, Bro, wenn du mit so 30-Jährigen saufst, dann gibt es nicht mehr als Rosé und Prosecco. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Fix. So, die haben einfach die ganze Zeit das gesoffen.
Und ich bin wirklich seit langem wieder mal auf einem Level besoffen gewesen, dass ich 3 Stunden lang draussen philosophiert habe mit einer über sie ist Lehrerin gewesen, wie alle anderen Frauen, die dort waren, so weil die alle sich von der PH kennen. Und wir haben darüber diskutiert, wie veraltet eigentlich Schulmittel sind. So, weißt du? Ja. So. Also, es hat damals so Bücher aus 1983, die über Afrika erzählen und dann gewisse Wörter benutzen. So, Ja. weißt du, was ich meine? Und gleichzeitig bin ich auch drin, Shots nehmen. Und, Bro, es ist so. Eine lustige Geschichte ist passiert. Und zwar hat eine lustige Geschichte ist passiert, das habe ich dir gar nicht erzählt. Das ist der. Bro, ich war so am Chillen gewesen, so, weißt du, mit den Leuten. Und du weißt, wie ich bin, Bro. Wenn ich besoffen bin. Ich habe kein Problem mit mich an Leute annähern. Ja. So, sagen wir das mal so. Und Bro, ich war ein bisschen besoffen gewesen und irgendwann ist dann so. Es hat halt ein paar Leute dort gehabt und unter anderem ist eine Person, die dort war, ist halt. Ist auf Männer gestanden, so. Ja? Die Information ist relevant, weil die Geschichte jetzt so weitergeht, dass die Person dann zu mir gekommen ist. Ja. Und er dann so, hoi, was läuft? Kaputt besoffen um 3 Uhr morgen, weißt du? Und ich so, Nöpfi, Bro, bei dir? Er so, Nöpfi, bist du auch besoffen? Ich so, ja, voll. Hast du dann direkt gesagt, du so, willst du lieber einen Tag 1000 Schwänze? Oder Hast du auf den gewartet, oder? das ist einfach jetzt Ach, schnell. Bro, momentan, es kommt ganz wenig Blut ins Gehirn rein. Weil es ist schon 2 Uhr morgens, Bro, sagt er ehrlich. Oh mein Gott, es ist 2 Uhr morgen, ich muss in 4 Stunden aufstehen. Deswegen sage ich, gehen wir zur Frage, aber schon gut, das ist Okay, im Flow. ja, wir sind im Flow. Bro, der Typ ist zu mir gekommen und er so, ja, es läuft. Und ich so, Nöpfi, Bro, bei dir? Er so, Nöpfi. Dann war er kurz ruhig gewesen. Er so, ja, bist du Single? So, Vater gerade 3. ich habe davon gefragt. Und ich habe ihn so angeschaut. Ich habe ihn so, Nein, sag so, Ja. wenn du fragst, ich weiß nicht, Bro. habe ich ihn angeschaut. Ich so, wegen, weißt du? Und dann habe ich halt so gemerkt, Ja, ich will der Bruder will so. Ja, fix. Und ich sage dir ehrlich, ich habe ihm dann gesagt, ich so, schau, ich bin ein bisschen am Witz machen vorher gewesen, es tut mir mega leid, falls ich dich auf irgendeine Art und Weise dir das Signal gegeben habe. Ja. Aber ich kann dir sagen, Frage, schon auf alles. es sind nur Fragen, es sind nur Würzfragen. Nein, ich habe gesagt, ich kann dir einfach sagen, der Arsch bleibt Jungfrau. So. Und du kommst nicht in die Nähe. Auf jeden Fall, einen Tag später habe ich das halt so den Jungs erzählt. Und ich bin ja mit dem Ali unterwegs gewesen. Und der Ali ist, glaube ich, der kaputteste Mensch auf der Welt, aber ich liebe ihn so fest. Und er hat sich einfach kaputt gelacht, wenn ich das erzählt habe. Dann habe ich gefragt, wieso er so lacht. Und er hat mir dann erzählt, am Abend vorher, hat ihn der Ali gehypt. Von wegen Schreibe und so. Weil er hat mich anscheinend dort gesehen und hat dann so gesagt, der sieht ein bisschen aus wie ein Bad Boy. Also so hat er es wirklich gesagt so. Und quasi ich habe ihm gefallen. Und Ali hat ihm gesagt, Bro, probier. nein, Bro, geh rein und so, der hat gerne. Ich habe genau was so mal gemacht. Und Bro, der Ali hat ihm einen Motivationstalk gegeben. 15 Minuten lang hat er ihm gesagt, Bruder, geh wie ein Löwe. Geh und pack und so. Er hat ihn voll motiviert, Bro. Er hat einfach wollen, dass er mich anmacht. Das ist traumatisiert. dass ich mit ihm dort lande, ich bin kaum besoffen gewesen. Ja, Bro, okay. Geil. 3 Nächste schnelle, Frage sonst. 3 schnelle Fragen. Okay, also. So. 3 schnelle Fragen. Aber ich habe es eigentlich nicht beantwortet, also ich weiß nicht, was mein schlimmster Okay. Urlaub war. So. Okay, cool. Okay, cool. Gut, haben wir es herausgefunden. Nach so einem langen Gespräch. Wenn 90 Kilo wiegst und also. So eine dumme Frage. Okay, weiter in dem Fall. Was? Wo ihr Kinder gsi sind, was ist, also ich sag's 100% falsch, sorry Bro. Shallow VS Fail, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er fragt, oder sie, ich check's nicht.
Bro, so unerklärlich, hör du verschwommene Bilder machen, aber ich komme nicht raus. Politisch korrekt, Bro. Scheiße, die Person fragt was. Wo ihr Kinder gsi sind, was ist so ihr Traumberuf gsi? Weicht zu weit von jetzt ab? Willst du anfangen? Nein, sag du, was ist ein Traumberuf gsi? Mein Traumberuf war ohne Scheiß. Ja. Wissenschaftler. Weicht fest von dem jetzt ab? Ungefähr. Ungefähr. Vergleichen. Ungefähr. Nein, hey, ich glaube, mein Traum war wirklich lang, Wissenschaftler zu sein. Weißt du wieso? Wieso? Ich habe früher so oft Mangas gelesen. Ja. Und Bücher gelesen. Ich habe wirklich geliebt lesen, Bro. Geil, Mann. Und der einzige Moment, wo ich nicht lesen konnte, ist, wenn ich unter der Dusche war. Woher? Oder am Baden. So, wie ich nicht können lesen konnte. Natürlich, ja. Dann habe ich meine Mutter gesagt, Mami, wenn ich gross bin, erfinde ich so etwas, das ich kann unter der Dusche lesen kann. Nachher sind sie mit, kannst Handys und Dusche mitnehmen. Nachher sind sie mit E-Book-Reader, nachher sind sie mit die so, geil, du dummes Kind, aber hast du mal von Laminatpapier gehört? Ja, schwer. Weil ich wollte Vatergrad Wissenschaftler werden. Geil, Mann. Bis ich meine ersten 2 Zeugnisse heimgenommen habe, dann hat meine Mutter gesagt, mit dem Zeugnis willst du Wissenschaftler werden. Und ja, jetzt ist mein Beruf, ich kann wirklich sagen, Bro, nach all diesen Jahren, das ist offiziell mein Beruf. Geil, Mann. Schön. Also nicht Wissenschaftler, aber mein Beruf ist geil, Bro. Dein Hobby, ja. Das ist mein Hobby und Geil. darum ich bin ziemlich zufrieden, Bro. Sehr Jetzt schön. grad. Ich bin ziemlich zufrieden. Sehr schön. Du? Rate 3 Mal. Kommst nie drauf. Was hast du werden? Ja, kommst nie drauf. Okay, ich darf 3 Mal raten. Ja. Ich sag alle 3 auf einmal. Kannst, ja, wie du willst. Ich sag, du hast Tierarzt werden. Ja. Du hast kennst du die in den Erwachsenenfilmen den Ding machen? Den Ansteifer. Was ist ein Ansteifer? Der Schauspieler Ja. muss ja performen. Ja. Und damit er performen kann. Ja. Muss sein kleiner Schauspieler stehen. Und das ist mein Wunsch als Kind. Vielleicht Das habe ich will als Kind. ist die Wunsch. Als Kind habe ich will das, ja. So der denkst groß du. ist. Hast du wieder den Ansteifer? Ja, das unbedingt kann ich das als Kind wählen, ja. Sorry, nein, okay, sorry. Tierarzt. Ja. Bin ich nicht mit Tierarzt? Beim anderen bist du näher gewesen. Tierarzt. Anwalt Mhm. oder Kredithai. Als Kind weiß ich nicht, was Kredit ist, Bro. Anwalt habe ich nur werden, nachdem ich Suits gesehen habe. Was Wie jeder andere. Du siehst. Hä? Du bist ja schon alt gewesen. Ich weiß normal. Aber jeder, der Suits gesehen hat, nachher alle so am Denken, wie am Ende ihren Namen auf Instagram und so, du weißt. Machen wir wieder eine Folge, wo wir einen Shoutout geben an Shida Spectre. Aha, nein, ich hätte das nie gemeint, aber okay. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, Bro, ich kann wieder Archäolog werden. Cool, das stimmt, das hast du mir erzählt. Ich Hast kann du ums eine Verrecken Kunststoff wieder Archäolog werden, Bro. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe brutal geil gefunden, wenn ich so Leute sehe, wie sie Sachen ausgraben haben und irgendwie Gott checken haben, das ist von dieser Zeit und uns wichtige Funde gemacht haben und so. Krass. Ich glaube, die erste Folge ist darum gegangen, dass mein Onkel mich gerippt hat. 3-4 Stunden hat er mich in der Sonne graben lassen. Er hat gesagt, dass in unserem Dorf die alte römische Handelsstraße durchgegangen ist. Ja, auf jeden Fall kann ich wieder Archäolog werden. Ich bin so weit weg davon, ich bin IT. Aber Archäolog werden. Oder Astronaut. Ach krass, okay. Astronaut wäre auch sick gewesen. Sick. Meinst du? Bro, sicher. Ich glaube, Astronaut sein ist richtig beschissen. Bro, Beste. Du musst niemandem rechtfertigen, wieso du 3 Tage hast zum Zug schreiben. Mir keiner sagt. Du hast kein Internet da. Also, Kannst du einmal. Ja, aber du weißt schon, dass wenn du Astronaut bist, dass du so gut mal 6 Monate lang fliegst. Ja, fix, ja. Kein Problem, ich fliege seit 28 Jahren. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, Mann, Astronaut oder Archäolog. So. Geil. Oh, Scheiße. So. Nächste Frage. So. Wenn ihr mit. Also, Rajko Koralic fragt. Wenn ihr mit Koralic. Ey, ich bin nicht sicher, ja. Wenn ihr mit eurem Leben glücklich seid, aber eure Eltern enttäuscht von euch, werdet ihr glücklich? Nein. Echt nicht?
Nein, Bro. Echt nicht? Ist das so wichtig, dass die Eltern happy sind? Ist schon dein Leben? Ja, normal, aber Bro, hat er gefurzt? Er hat schlimm gefurzt. Oh, Bro, ich schmecke noch nichts, aber ist gut. Er hat schlimm gefurzt. Hey, Bro, der Hund, der hat Fürze drauf, Bro, das ist nicht mehr gesund. Das ist wirklich nicht mehr gesund. Also, falls jetzt etwas qualitätstechnisch abgegangen ist, ich habe meinen Pulli vor meiner Nase und vor meinem Maul, weil unser lieber Woody wieder einen fetten Scheisser raus. Okay, erzähl weiter. Wo bin ich gewesen? Ey, Kopftuch wieder das Schlimmste, ich sag dir, wie es ist. Okay. Burka, Du hast ein paar Sachen, die ganz kritisch sind, wo dich auf sehr dünne Mist Sag befängst. du. Schon vorher. Du hast als Kind das will. Klar. Was war bei mir gewesen? Ich glaube, es war gerade recht spannend, gewesen, das Gespräch. Ja, wo bin ich gewesen, Mann? Ah, wegen Eltern. Wegen Eltern. Also, Bro, es ist dein Leben. Es ist dein Leben, Es ist mein Leben, ja. Stell dir vor, deine Eltern wollen, dass du eine Kurdin heimbringst. Ja. Niete würde das nie werden. Aber mal angenommen, Ja. weil das ist ja die Frage, so, Ja. wenn du... Nein, du bist glücklich mit deinem Leben, aber die Eltern sind es nicht. Genau. Eben, und jetzt, du bist glücklich mit der Italienerin. Ja. Und die Eltern sagen, wir sind nicht glücklich. Ja. Mach Schluss. Nein? Okay. Stell dir vor, du schaffst auf einem Beruf, wo vielleicht... Ja, Erwachsenenbranche. Ja, mal angenommen, das macht dich happy. Der Anfixer sein. Ja. Seit ich Kind bin, habe ich das wählen. Nein, stell dir vor, du hast einen Beruf, der dich wirklich Ja. happy macht. Es macht dich happy, Bro, aber deine Eltern sind nicht einverstanden damit. Ja. Machst du den Job nicht mehr? Bro, ich finde, es gibt gewisse Sachen, wo Grauzonen sind, wo man darüber reden kann. Mhm. Und es gibt gewisse Sachen, wo mein Standpunkt das oberste Maximum ist. So, das kann niemand so wegnehmen. Mhm. Also, sagen wir jetzt, Ja. ich habe Onlyfans Mhm. und schaue jetzt direkt. Ja. Und mein Vater kommt und sagt, oder mein Vater kommt und sagt, ey, wir haben erfahren, was du machst. Ja. Wir wissen, dir geht es gut, ich weiß nicht mehr Ja. wie lange, aber richtig enttäuscht von dir. Wirklich, hätte man nicht erwartet von dir. Mhm. Und dann machst du es nicht mehr. Dann würde ich mit ihnen reden und ihnen erstmal meine Sicht erklären. Ja. Aber immer noch, sie sagen immer noch nein. Ja, mach eben, und wenn nicht ich dann mehr. merke, sie sagen stur nein, Dann gehst du nach. dann gebe ich nach, ja. Weil das ist jetzt mein Standpunkt. Ist okay, ist auch okay. Das ist Ja, eben, ich würde so damit umgehen. Wenn andere nicht anders umgehen, do you. Aber in dem Moment, Bro, es gibt ein paar Sachen, die es für mich nicht wert sind, wegen dem mit meinen Eltern in Brüche gehen, weil schlussendlich verdanken viele von uns, vielleicht wollen das zwar nicht zugeben, aber ich glaube, die meisten sind der gleichen Meinung, am Ende des Tages verdanken wir vieles von uns den Eltern, bewusst oder unbewusst. Es geht nicht, Bro, Ich bin anderer Meinung, Bro. Ganz Bro, also, nein, also ich rede von mir jetzt. Ich rede von mir, aber ich darf abbrechen auf andere, Bro. Ich meine, das rede ich von unbewusst, oder? Das meine ich mit Bruder, darf ich unbewusst. dir eine Frage stellen? Ja. Hast du entschieden, auf die Welt zu kommen? Nein. Also wieso solltest du dankbar sein dafür, dass deine Eltern dir irgendwie ein Dach über dem Kopf gegeben haben und dir Essen gegeben haben? Ich rede Bro, nicht von dem. Ja, aber nein, du sagst ja so, du hast die Eltern Das für sind dich Pflichten, Bro. Wenn du sagst, ich will Vater werden, dann gehst du ein paar Pflichten ein. Fertig. Bruder, ja. Also weißt, ich bin sehr dankbar meiner Mutter Ja. für das, was sie mir mitgegeben hat. Ja. Als, sei das charakterlich, Ja. sei das Werte. Ja. Und natürlich bin ich auch dankbar dafür, dass sie sich kaputt geschaffen hat, Ja. damit ich nachher da kann im Keller einen Podcast aufnehmen. Genau. Völlig einverstanden, weißt du? Aber Bro, ich bin doch mein eigener Mensch. Normal, ja. Ich darf doch entscheiden und gerne haben, was ich will. Ja. Sicher. Darum, Bro. Es geht ja nicht darum, dass die Eltern dich zwingen, um dir zu sagen, du musst aufhören damit. Ja, aber Also, die Frage ist, wärst du dann glücklich damit, wenn die Eltern enttäuscht wären? Ich wäre es nicht. das ist nicht die Frage. Doch hast du eine Frage, dass du glücklich bist, wenn die Eltern das nicht gemacht haben. Nein, lies die Frage nochmal vor. Ey Bro, weil ihr mit eurem Leben glücklich sind, Ja. aber eure Eltern enttäuscht von euch, Ja. bist du glücklich. Ah, okay, das ist die Frage. Gaslight mich nie mehr so. So deine Fresse, du Missgeburt. Wenn ich Wieso nächstes Mal musst du musst immer so ausrufend aggressiv werden? Bro, wenn wir reden? weil du tust bellen wie der Woody, nachher sage ich dir das nicht so, nachher hörst du auf. Ja, okay, du hast recht gehabt. Okay, Hab ich gesagt. also ist gut. Auf jeden Fall, Bro, es geht nicht darum, ob die Eltern ein Ultimatum stellen. Es geht darum, ob du glücklich wärst. Und ich wäre nicht. Okay, fair. Verstehst du? Fair Ich meine, Es würde Bro, mich auch Bro. traurig machen, Bro. ja normal, am Ende vom Tag, wer kannst dich verlassen? Immer. Am Ende vom Tag kannst du dich auf eine Handvoll Leute verlassen. Auf dich selber, fertig.
Ja, eine Handvoll. Ich selber fertig. Ja, in dem Fall, ich sehe das anders. Okay. Für mich ist Familie auch noch da. Schön, Bro. Ja. Direkt. Also, nächste Frage. So. Glaubt ihr an die grosse Liebe? Bro, ich glaube, wir machen den Podcast jetzt ab. Bro, grosse Liebe, ganz ehrlich, nein, du kannst dich immer wieder entscheiden, irgendwann an einem Punkt sein, zum zu sagen, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung zu kämpfen, weil, ganz einfach, egal was es ist, es kann die grösste Liebe auf der Welt sein, eine Beziehung ist nicht einfach. Niemals eine Beziehung. Es ist Arbeit. Ja. Es ist genauso viel Arbeit. Und beide müssen gleich investieren. Bro, es gibt einen Moment, wo du mehr investierst, es gibt einen Moment, wo dein Partner mehr investiert, oder deine Partnerin mehr investiert, das spielt keine Rolle. Aber es ist Arbeit. Und grosse Liebe, hin oder her, das macht es nicht einfacher. Ich würde schon sagen, wenn eine grosse Liebe findest, so gesagt, macht es nicht einfacher wegen rosarote Brüllenphase. Ja, aber die geht wegen alles ist schön. Vorbei, Bro. Ja, eben. Aber Bro, ich sage jetzt mal so, es gibt ja wenig Leute von dem, wo du hörst, wo so, es sind immer so schöne Geschichten, wo du immer so hörst, so, dass jemand zum Beispiel nach 60 Jahren Ehe sagt, ich bin noch gleich viel wie am ersten Tag. Ja, wunderschön. Das sind die wenigen Ausnahmen, die ich jetzt als grosse Liebe angesehen habe. Und dort sage ich zum Beispiel, sind zusammen arbeiten ist komfortabler. Okay. Wie soll ich sagen, es ist so, am zusammen arbeiten ist sowieso, manchmal stresst dich, du sagst, ich mache mehr, manchmal stresst dich, sagst, weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe voll nichts gemacht, oder du hast das Gefühl, dass du etwas falsch gemacht hast und ich glaube, wenn du so voll so, jemand so, wie in der rosa Bügelphase bleibst, das ganze Leben lang, blöd gesagt, dass es wie so ein bisschen komfortabler ist, zum Problem ansprechen und angehen. Bruder, schau, philosophisch jetzt. Okay, wird philosophisch. Also ich stimme dir zu, Ja. ich finde es auch schön, was du sagst. Ja. Ich denke, eine rosarote Brüllenphase. Ja. Schau, jeder Mensch, erstmal ein philosophischer Spruch. So, ist eine Liebe einfach, ist sie nicht schön, Bro. Ja, fix. So, Fix. erstmal das. Zweitens, du hast jetzt von dieser rosaroten Brüllenphase geredet. Ich sage, jeder Mensch hat eine Wunschvorstellung, einen utopischen Gedanke, Ja. wie mein Wunschpartner, Partnerin sollte aussehen. Ja, ich kann das, ja, safe. So wie das sollte sein, oder? Genau, du denkst, ja. meine Frau, mein Mann sollte das machen, dies machen. So, dann kommst du mit jemandem zusammen. Ihr datet, ihr kommt zusammen, ihr habt die rosarote Brüllenphase. Ob die jetzt 3 Wochen geht, 3 Monate, 3 Jahre, whatever. Dann macht die Person Sachen und du merkst, wow, genau das habe ich immer wählen. Voll. Weißt du? Und du fängst an, deine Wunschvorstellung mit der Person, die vor dir ist, übereinander zu setzen. Du projizierst das auf die Person. Ja? Ja. Und dann irgendwann kommt der Bruch, wo die Wunschvorstellung zerbricht. Ja, wo du merkst, fuck, ist doch nicht so, wie ich es mir Wo vorgestellt du merkst, das ist ein Mensch gegenüber mir. Genau. Ein Mensch mit Fehlern. Ja, Ein Mensch mit Problemen. Ja, ein Mensch genau. mit Trauma aus der Kindheit. Ein Mensch mit was auch immer. ja. Und dann bist du an dem Punkt, wo du dich entscheidest, lasse ich die Person gehen, So. lasse ich die Person gehen und gehe und suche weiter nach dem Ja. utopischen Gedanken, der nicht erreichbar ist. Oder bin ich realistisch? Und Oder bin ich realistisch und schaffe mit dem, was ich kann. ja. Was viele Leute falsch machen, sie Die erste bemängeln. Option, Sie nehmen die erste Option, von mir aus vielleicht bist du noch nicht parat, aber sie bemängeln die Person, wo sie gegenübersteht. Ja, sie kritisiert die Person gegenüber auf einer Basis von Wunschvorstellungen. Ja. Aber schau erst mal auf dich. Ja, fix. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, noch kurz als Abschluss zu dieser Frage, zu dem ganzen Thema. Eine Beziehung funktioniert nicht, wenn beide... Die habe ich genau in dem Moment. Eine Beziehung funktioniert nicht, wenn beide 50% geben, finde ich. Eine Beziehung funktioniert, wenn beide 100% geben. Okay, ja, schön. Weil... Liegt nicht immer drin, aber schön. Ja, sicher. Also eben, ich kann nicht sagen, du stehst am Morgen auf 100%, sondern mal gehst du 100%, dann ist die Batterie leer, oder du hast gerade eine Phase oder was auch immer, und dann gibt die andere Person 100%. Es ist aber keine Erwartungshaltung rum. Weil sobald du 100% gibst und erwartest 100% zurück zu kommen, dann funktioniert es nicht. Es funktioniert, weil Liebe muss ja unconditional sein. Also so, ich liebe dich nicht, weil du mich liebst. Ja, genau. Ich liebe dich nicht, weil du mir das gibst. Ja, Sondern ich liebe dich, weil ich dich liebe. ja, genau. Erwarte ich einen gewissen Grund,
Liebe zurück? Natürlich, Nein, ja. also nicht so Grundliebe. Ja. Ich erwarte natürlich, also es ist schwierig zu sagen, Bro. Ich erwarte... Bro, das ist wie wenn du jemandem ein Geschenk kaufst Ja. und dir sagst, ich habe das Geschenk für 100 Stutz gekauft. Ja. Und dann nächstes Jahr kommst du das Geschenk über und du siehst nicht 100 Stutz wert von der Person, die du zurückbekommst. Und sagst, ja super. Dann hast du das Prinzip von Geschenken nicht checken. Ja. Ich glaube, du musst dich fragen, liebe ich, wie dich lieben will? Oder liebe ich, wie dich geliebt werden will? Ja. Checkst du, was ich meine? Verstehst du? Ja. Direkt. Wir können jetzt sicher wieder Nacht über, ich sind zu drauf gewesen, sicher. Nur, Bro, einfach am Arsch. Aber es ist gerade ein schönes Ich Gespräch. merke Bro. gerade, Blut da oben fährt schlimm, aber scheißegal. Wie spät ist? 2:15. Eine Frage, das ist fertig, oder? Hey, ja, bitte, ich muss pennen. Also, nein, das haben wir auch schon gehabt. Ich mache das. Was meint ihr zum Dadwan Yusuf, Ich weiß nicht, wer das ist. König oder Betrüger? Ich fasse es Ja. kurz zusammen. Das ist ein kurdischer Bruder aus dem Irak, Ja. der als Flüchtling mit der Familie da gekommen ist. Ja. Geschichte wie viele von anderen von uns auch. Ja. Und hat, glaube ich, mit 12, 13, 14 angefangen Bitcoins zu kaufen. Ah, King. Und ist jetzt Kryptomillionär. Krass. Sogar Milliardär, sagt man. Eben deswegen ist auch die Frage, König oder Betrüger. Bro, unter dem Strich, Wieso Betrüger? weil, look, Bro, es gibt Leute, die sagen, er kann kein Milliardär sein zum Beispiel. Das geht nicht auf, rechnerisch. Okay. Auf jeden Fall, Bro, unter dem Strich, mir scheißegal, ob er Betrüger ist oder nicht. Ganz offensichtlich, er ist. Ist er am Essen? Ganz offensichtlich, er ist. Ist er am Essen? Ist er ein Kurd? Ja. Ist er am meisten in der Schweiz? Ja. Gönnen wir? Bro, Max, ich hoffe es Ist er sogar. Schweizer? Kurd. Also ich meine, aber in der Schweiz? Ja, Bro, er ist von der Schweiz, Bro. Gib dir nachher mal Dadwan Yusuf, Bro. Er ist wurde viral gegangen in letzter Zeit, weißt du? Was macht er mit dem Geld? Bro, von mir aus, er kann im Dollar schlafen jeden Tag. Er kann Kaviar essen. Er kann nichts. Er muss nichts damit mit dem typischen Kurd etwas zu haben. Mir scheißegal, Bro. Ich gönn ihm. Ich gönn ihm. Ich hoffe sogar, dass er mehr als Milliardär wird. Ich hoffe, dass er mehr Geld hat als Bib von Schweiz. Also, wenn es wirklich so ist, dass das Betrüger Ja. auf das abgebrochen ist, weil er quasi so wieder viel redet und eigentlich gar nicht so viel Geld Ja, hat. ja. Bruder, Das ist einfach Schweiz, Bro. Das ist einfach Schweiz. ganz ehrlich, schau Insta. Jeder, der Sachen postet und so, der labert. Also weißt du, Social Media besteht ja daraus, Bro, ja. labern. Ja, Bro. Ich meine, und abgesehen davon, dass es, was heißt, labern oder nicht labern, mir scheißegal. Abgesehen davon, erstmal wieder jemand am Essen und es passt den Leuten nicht, dass genau er am Essen ist. Bro, wenn er sollte auch sagen, dass er Krypto-Trillionär ist, Bro. Wenn er will. Juckt's dich? Wirklich. Inwiefern tut das deinen Alltag beeinflussen? Ja, Bro. Mein Vater hat mir einmal eine Weisheit gesagt. Also auf jeden Fall König. Also Frage ist, Ja. Betrüger, König. König. Ganz klar König. König. King. Mein Vater hat mir einmal eine Weisheit gesagt. Ja. Danke für das, das ist glaube ich das Einzige, was du mir mitgegeben hast. Er hat gesagt, mein Sohn, streck deine Füße immer nur so weit, wie deine Decke langt. Genau. Ja? Und ich wollte mit diesem Satz abschließen. Ja, Mann. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Morgen. Genau. In ein paar Grüßet. Stunden ist die Stunde online. Die Folge online. Geniessen die Woche, gebt durch, hustlet hart oder chillet. Young Kings, Queens und alles rundherum. Liebe Grüße, lieber Kuss und Serhat. Macht's gut. Kuss. Das ist kurz und bündig.